Es ist Juni. Schon seit Tagen regnet es. Trotzdem müssen Schäfermeister Alex Smetana und sein Chef Thomas Kroner heute die Schafe umziehen. Weg aus dem Gelände der US-Army bei Ansbach. Man muss mit jedem Wetter klarkommen, gerade wenn man mit den Tieren arbeitet. Das ist immer eine Herausforderung, jetzt auch mit dem Regen. Für die Schafe gibt es hier nicht mehr genug zu fressen. Deshalb müssen sie auf eine neue Weide. Ausnahmsweise werden sie mit dem LKW gefahren. Triebwege sind immer weniger, viel Hauptstraßen, Industriegebiete. Und wenn man nichts dazwischen hat, wo man Pause machen kann, ist es dann blöd einfach. Damit auf geht's. 6 Stunden dauert das Verladen im strömenden Regen. Ein Knochenjob, der oft nur auf Mindestlohnniveau bezahlt ist. Für die ersten 250 Schafe geht es jetzt los. 25 Kilometer sind es bis zur nächsten Weide. Schafe sind gute Landschaftspfleger. Sie liefern Wolle, Fleisch und Milch. Trotzdem ist ihre Bedeutung für die meisten Menschen gesunken. Wissenschaftler wollen herausfinden, wie sich das ändern lässt und heimische Schäfer wieder ein Auskommen haben können. Wenige Wochen später bei Markt Bergel in Mittelfranken. Die rund 800 Mutterschafe mit ihren neugeborenen Lämmern und den etwa 400 Jungtieren haben die Nacht im Gatter verbracht. Ja, jetzt gucken wir mal durch, ob alle fit sind. Aber schaut alles gut aus. Ich bin der Alex, bin bei der Schäferei Kroner fest angestellt. Bin dafür zuständig, dass die Schafe heil von Weide zu Weide kommen und gesund bleiben. Heute zieht Alex Smetana mit der Herde in das Landschaftsschutzgebiet am Petersberg. Von etwa März bis November ist er in der Gegend von Ansbach unterwegs. Dort weiden die Schafe in einem Umkreis von rund 60 Kilometern. Bis zum Winter wird er mit seinen Hütehunden bei Wind und Wetter bei den Tieren sein. Ja, die Hunde sind eigentlich die wichtigsten Mitarbeiter von einem. Die müssen viel leichter, die müssen da Grenze dann erkennen und die abwehren, dass die Schafe da nicht drüber gehen, dass die auch mal die Schafe dann wieder herbringen beim Treiben, dass sie links und rechts, während dass wir an den Äckern und Wiesen keine Schäden machen. Auch Maria Hoffmann ist Schäfermeisterin. Sie arbeitet an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Wenn sie in der Gegend ist, besucht sie Alex Smetana und seine Schafe. Hallo Arne. Hi Maria. Ja. Und wie schaut es mit Futter aus dieses Jahr? Das Futter sieht soweit gut aus. Letztes Jahr war alles sehr braun schon die Zeit. Ja, kann ich mich daran erinnern. Und ja, dieses Jahr passt alles. Die Schafe sind auch hochzufrieden damit. Ja. Und Bertha genießt auch wieder ihre Streichleinheit. Ja. Schafe faszinieren sie schon seit ihrer Ausbildung zur Schäferin. Wenn ich die Nachtschichten im Stall hatte, wenn die Lammzeit war, dann setzt man sich einfach mal auch zu den Schafen mit rein und merkt, wie die einen auch immer mehr annehmen, auf einen zukommen und richtige Gespräche mit einem führen. Das sind schon echt schöne Momente. Schäfer zu sein heißt, einen Vollzeitjob zu haben. Wenig Freizeit, kein Wochenende, keinen Feiertag. Den größten Teil des Tages ist Alex Smetana für sich und alleine mit den Tieren. Ja, als Schäfer muss einem bewusst sein, dass man viel draußen ist, egal was für Wetter, dass es auch lange Tage gibt. Das sind 12 Stunden mal auch gar nichts. Und dafür ist die Entlohnung dafür auch wieder recht gering. Aber man muss einfach auch das dann gern machen und nicht nur sagen, das ist ein Beruf, sondern das ist einfach nur eine Berufung. Bayern ist das Bundesland mit den meisten Schafen in Deutschland. Die Schafhaltung hat sich allerdings in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Die Landwirtschaft in Deutschland hat seit dem Zweiten Weltkrieg einen erheblichen Strukturwandel erfahren. Ursprünglich war sie geprägt von Mischbetrieben mit Ackerbau und Viehhaltung. Durch Anreize der EU-Agrarpolitik seit den 1970er Jahren und steigende Löhne haben sich immer mehr Landwirte spezialisiert. Im Jahr 1950 gab es in Bayern noch mehr als 390.000 Schafe. Heute sind es nur noch etwas mehr als 200.000 Tiere.
In ganz Bayern gibt es aktuell neben einer großen Zahl von Hobby-Schafhaltern etwa 6.500 Voll- und Nebenerwerbsbetriebe. Nur rund 100 sind Berufsschäfer. Um finanziell überleben zu können, werden deren Herden immer größer. Das beeinflusst auch die Art der Schafrassen, die gehalten werden. In Bayern gibt es 45 Schafrassen mit Zuchtprogrammen. Das ist an sich sehr gut, weil dadurch die genetische Vielfalt erhalten bleiben kann im Vergleich zu anderen Nutztieren. Und es gibt auch etliche, die schon vom Aussterben bedroht sind. Hierzulande hat sich das Merino-Landschaf besonders durchgesetzt. Das ist eine sehr lukrative Schafrasse und ist auch die häufigste Schafrasse, die in Bayern auftritt. Zu dieser Rasse gehören auch die Mutterschafe und Lämmer, mit denen Schäfermeister Alex Mitana zurzeit auf dem Petersberg am Rande der Frankenhöhe unterwegs ist. Ja, so Merino-Landschaft ist eigentlich so ein Allrounder, kann man sozusagen auch sagen. Also es eignet sich wirklich für die Landschaftspflege, zum Hüter, zum Koppeln, aber auch wirklich für die Fleischqualität. Die gesamte Gegend hier ist schwer zugänglich. Streuobstwiesen am Steilhang bieten kostbaren Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Schafe sind richtige Samentaxis, die transportieren in ihrem Fell lauter Krähersamen oder von der Glockenblume die Samen und somit fördern sie die Artenvielfalt. Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen hier Ackerbau betrieben, Tiere gehalten und so ganze Kulturlandschaften gestaltet. Je unzugänglicher das Gelände, desto unattraktiver ist es, solche Landstriche überhaupt zu bewirtschaften. Wenn wir jetzt hier beweiden würden mit den Schafen, würde das alles noch mehr verbuschen. Viele Gräser und Insekten wären auch nicht mehr da. Und man müsste das schon wirklich auch maschinell teuer und auch aufwendig pflegen. Schafe sind also perfekte Landschaftspfleger. Sie wiegen nicht viel und pflegen den Boden mit ihrem Tritt. Sie sind genügsam und verbeißen schon die kleinsten Sprösslinge, bevor diese zu einer Brombeerhecke oder zu Wald werden. In Bayern gibt es ein sogenanntes Kulturlandschafts- und Vertragsnaturschutzprogramm. Der Schäfer bekommt als Basis 34 € pro Mutterschaf. Zusätzlich wird honoriert, wenn ökologisch wertvolle Lebensräume auf naturschonende Weise erhalten und verbessert werden. Schafe können das. Wahrgenommen wird der Wert ihrer Arbeit heute nur noch selten. Das weiß auch Thomas Kroner, der seit 10 Jahren seine eigene Schäferei hat. Früher war es tatsächlich so, dass der Bauer den Schäfer auch gebraucht hat. Die Flächen wurden durch die Schafe auch gedüngt. Man ist jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen, ja, so ein Überbleibsel für Flächen, die man eigentlich anders nicht bewirtschaften kann. Ja. Sprich die Streuobstfelder, die Berge, der Petersberg hier bei uns. Es hat sich sehr viel geändert. Viele Schäfer sind heute finanziell vom Staat abhängig. Für viele Schäfer ist heute die Haupteinnahmequelle die Fördergelder, die sie vom Staat bekommen. Dafür muss er aber auch in Vorleistung gehen. Ein Schäfer hat regelmäßige Ausgaben, die er leisten muss. Er muss Pacht bezahlen, Medikamente für die Tiere, die Futterproduktion. Und das ist dann manchmal schon echt eine finanzielle Herausforderung, das ganze Jahr über zu stemmen. Auf dem Petersberg haben die Schafe einen guten Job gemacht. Jetzt wird das Futter knapp. Zeit, weiterzuziehen. Doch so einfach wie früher ist das nicht. Etliche Zugwege gibt es heute nicht mehr. Viele Neubaugebiete, Industriegebiete, viele Hauptstraßen, ist immer alles mehr geworden. Und alte Triebwege sind einfach somit auch verschwunden. Auch alte Waldwege, so Hohlwege und sowas, die gibt es mittlerweile einfach nicht mehr. Die sind zugewuchert irgendwann und dann macht es einfach wirklich immer schwieriger, jetzt von A nach B zu kommen. Und dann ist da noch der Klimawandel. Die Böden werden trockener. Das Weideland verliert an Futterqualität. In manchen Jahren müssen Landwirte dann ihre Felder bewässern. Den Schäfern geht es da nicht anders. Die letzten Jahre waren zum Teil extrem gewesen. Also da war man dann wirklich Tag und Nacht, sage ich mal, am Wasser fahren, auch noch mit dem Traktorfass. Das hat gar nicht mehr ausgereicht. Wenn die Schafe über lange Zeit mit Wasser versorgt werden müssen und die Weiden vor lauter Trockenheit nicht mehr genug Futter bieten, wird auch das zu einer Herausforderung.
Deutschlandweit hatten Betriebe richtig Probleme mit. Wir haben dann zum Teil Futter zugekauft, sind in dem einen oder anderen Jahr auch mal mitten im Sommer in den Stall zurück. War eine teure Zeit und gegebenenfalls müssen wir halt die Herde etwas verkleinern, müssen die Nachzucht ein bisschen zurückstellen, nicht ganz so viel für das nächste Jahr behalten. Und so versuchen wir halt dann auch solche Situationen zu meistern. Wetter, Klima und die Frage, wie man die Tiere unter den veränderten Bedingungen gut versorgen kann, all das macht vielen Schäfern Sorge. Das ist in die falsche Box rübergeschlupft. Und die Mutter ist auf der anderen Seite und es tut sich schwer, ist natürlich durch das Futterband zu kommen. Mein Name ist Markus Schenk. Ich bin Schäfer in Deiningen in der Oberpfalz. Wir haben gute 2000 Mutterschafe und betreiben noch ökologischen Ackerbau. Auf seinen Flächen baut er unter anderem Getreide an. Er ist einer von 8 Schäfern, die seit 2023 an einem besonderen Projekt teilnehmen. Dabei wollen Forschende aus Bayern und Sachsen-Anhalt herausfinden, wie sich Ackerbeweidung mit Schafen auf den Boden, auf die Feldfrüchte, aber auch auf die Tiere auswirkt. Heute bekommt er deshalb Besuch von Maria Hoffmann von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Jetzt wollte ich noch das Weidetagebuch schnell zeigen. Es ging heute darum, dass man festhält, wie lang die Beweidungsdauer ist. Also das Datum kann ich ja noch reinschreiben, von wann bis wann die Schafe drin sind. Was wird beweidet? Okay, wir haben hier Dinkel, dass man vielleicht weiß, was fressen sie davor und danach, dass man einfach Rückschlüsse hat für später bei den Auswertungen. Mit wie vielen Tieren gehst du drauf? Und genau, dann einfach ausfüllen, wie ist die Witterung, die Bodenbeschaffenheit, dass man das zurückrechnen kann anhand der Tieranzahl. Ja, da schreibst du mal 550. 550 Mutterschafe, keine Lämmer. Auch die Kotbeschaffenheit schauen wir uns an, also ob die Tiere durch die Aufnahme der Kultur Durchfall bekommen. Falls dir was auffällt, auch bei den Klauen, musst du dann nach deiner Einschätzung ausfüllen. Genau. Die Ackerbeweidung ist ein ganz altes Prinzip. Das wurde früher standardmäßig praktiziert. Und durch die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten ist das System Tierhaltung und Ackerbau immer weiter auseinandergedriftet. Und damit ist die Ackerbeweidung auch immer mehr in Vergessenheit geraten. Im Auftrag der Wissenschaft dürfen die Schafe von Markus Schenk im Frühjahr auf sein Dinkelfeld. Für das Forschungsprojekt hat er es in 3 gleich große Parzellen eingeteilt. Auf die Referenzfläche rechts im Bild dürfen die Schafe gar nicht. Auf der Fläche links im Bild grasen sie nur kurze Zeit. Das entspricht einer extensiven Beweidung. Auf der mittleren Parzelle dürfen die Tiere intensiv über eine längere Zeit hinweg fressen. Ja, in der Regel beweiden wir die Flächen 1- bis 2 Mal in den Wintermonaten. Aber das kommt natürlich ganz klar darauf an, auf die Witterung, auf die Bodenverhältnisse, aber auch auf unsere Triebrute. Weil wir sind ja auch nicht immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Acker. Das ist schon ein wenig die Herausforderung. Dass Schafe auf Ackerflächen weiden sollen, überzeugt nicht alle Landwirte. Manche Landwirte haben die Angst, dass die Schafe einen Schaden auf ihrem Acker anrichten könnten. Und wir wollen genau zeigen, dass das sogar der gegenteilige Effekt sein kann, dass Schafe eine positive Auswirkung auf die Bodengesundheit erbringen können und auch auf den Pflanzenbestand, dass sie zum Beispiel durch den Verbiss, durch junge Getreidepflanzen sogar das Wachstum fördern und anregen könnten. 4 Wochen später. Um zu sehen, wie die Pflanzen gedeihen, untersucht Maria Hoffmann über das Jahr hinweg regelmäßig sowohl die Pflanzen als auch den Boden aller 3 Dinkelparzellen. Also die Fläche hat sich gut entwickelt, obwohl wir so schlechte oder extreme Verhältnisse hatten. Es hat gehagelt, wir hatten einen Frosteinbruch, einen unerwarteten. Und dennoch haben wir hier einen dichten Bestand. Also man sieht es ja auch sehr schön, er ist flächig geschlossen. Und ja, jetzt muss man einfach bei den weiteren Erhebungen schauen, wie sich die Pflanze weiterentwickelt. Dazu misst die Agrarwissenschaftlerin auch die Bodenfeuchtigkeit. '
Bei den Messungen ist auch schon festzustellen, dass auf der beweideten Fläche immer ein höherer, Bodenfeuchtegehalt zu messen war. Das ist schon auffällig. Außerdem will sie über die sogenannte Bodenansprache herausfinden, ob der Tritt der Schafherde zu Bodenverdichtung führt und wie sich das auf das Bodenleben auswirkt. Man braucht schon einen gewissen Druck, um diese Brocken aufzubrechen. Aber dennoch sieht man Würmer, die hier wirklich aktiv arbeiten. Verdichtung hat stattgefunden in den ersten 10 cm, aber es sind trotzdem noch krümelige Aggregate. Auch den Bewuchs mit Dinkelpflanzen dokumentiert sie jeweils auf einem Quadratmeter regelmäßig bis zur Ernte. Da stellen wir die Bodenbedeckungsgrade fest, das heißt das Verhältnis vom Unkraut zur Kulturpflanze. Und wir bewerten hier auch die Trittschäden. Und die Pflanze ist wieder aufgegangen und jetzt letztendlich muss man dann bei der Ernte auch gucken, was wir für Erträge hier erzielen können. Sollte sich Ackerbeweidung als positiv erweisen, heißt das nicht, dass jeder Landwirt wieder selbst Tiere halten muss. Landwirte und Schafhalter könnten zum Beispiel enger zusammenarbeiten. Das wäre für beide eine Win-Win-Situation. Dem Schäfer erschließt das mehr Weideflächen, für den Landwirt kann es eine bessere Ernte bedeuten. Und es könnte ein Beitrag dazu sein, Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Weidetiere wie das Schaf sind aber nicht nur gute Landschaftspfleger, sondern echte Alleskönner. Seine Köttel sind für die Pflanzen wertvoller Dünger. Am liebsten frisst das Schaf das, was für uns Menschen ungenießbar ist, vor allem Gras und Klee. Als Wiederkäuer setzt es das in Nährstoffe um. Aus denen entstehen schließlich Milch und Fleisch. Sein Fell und seine Wolle haben kostbare Eigenschaften. Jahrhundertelang haben sich Menschen damit vor Wind und Wetter geschützt. Beides wärmt und hat sogar eine Art Selbstreinigungseffekt gegen schlechte Gerüche. In Bayern stammt hochwertige Wolle zu 70% vom Merino-Landschaf. Doch selbst diese ist kein begehrter Rohstoff. Die heimische Schafwolle ist ein sehr regionales Produkt, es ist ein nachwachsender Rohstoff und ist auch ein sehr nachhaltiger Rohstoff, den wir heute leider nur noch sehr wenig nutzen. Gerade im Outdoor- oder Textilbereich haben wir immer mehr Konkurrenz von den synthetischen Materialien gekriegt, obwohl die Wolle ein so tolles Produkt ist, das man wieder viel mehr nutzen könnte. Im Januar sind auch die Merino-Landschafe von Thomas Kroner geschoren worden. Das macht 3 bis 4 Kilogramm Rohwolle pro Schaf. Passt, alles gut. Ist keine Feuchtigkeit drin, nichts. Diese Wolle lagerte er zusammen mit Alex Mitana zunächst provisorisch in einem Stall ein. Knapp 3 Tonnen sind zusammengekommen. Noch vor wenigen Jahren war ein Großteil der bayerischen Wolle für China bestimmt. Inzwischen ist auch dieser Absatzmarkt weitgehend weggebrochen, denn China hat seinen eigenen Schafbestand massiv ausgebaut und deckt sich mit günstiger Wolle am Weltmarkt ein. Die Preise sind halt komplett andere wie früher. Ja. Früher war mal Kilo Wolle bei 15 D-Mark und da waren natürlich die ganzen anderen Kosten noch wesentlich geringer. Und ja, jetzt sind wir halt bei 20 Cent, 30 Cent und das deckt eben nicht mal die Kosten für das ganze Scheren und das Ganze drumherum. Mit der Wolle aus Australien und Neuseeland können heimische Schafe nicht konkurrieren. In Deutschland wird diese Wolle deshalb zu Vlies, zum Füllen von zum Beispiel Bettwaren oder Jacken verarbeitet und dient so als Daunenersatz. Sie wird aber auch als Dämmstoff für den Bau eingesetzt oder als Pellets zum Düngen. Um aus Wolle hochwertige Kleidung zu produzieren, muss sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Alpaka-Wolle gilt als besonders fein. Ihr Haar misst etwa 19 Mikron, also 19.000stel Millimeter. Beim Merino-Landschaf ist die Wolle mit etwa 25 bis 30 Mikron deutlich gröber. Das liegt am Wetter, dem sie Tag ein, Tag aus standhalten müssen. Wenn die Wolle jetzt so fein wäre wie jetzt spanische oder australische Wolle, die würde eigentlich auf den Schafen bei Regenwetter fast vergammeln. Ja? Also das ist einfach zu fein, das hält den Regen gar nicht ab von der Haut und deshalb ist unsere Region halt einfach nicht gemacht für eine feinere Wolle.
Wollfeinheit ist aber vor allem in der Textilbranche eines der ausschlaggebenden Kriterien. Bei süddeutschen Schafen wurde das über viele Jahrzehnte hinweg in der Zucht vernachlässigt. Doch das ist nicht das einzige Problem der heimischen Wolle. Mein Name ist Holger Zibula. Ich arbeite hier an der TU Chemnitz und ich forsche daran, wie man Wollverarbeitung wieder nach Deutschland zurückbringen kann. Die Wolle heimischer Schafrassen ist extrem unterschiedlich. Hier haben wir das Finnschaf. Wir wissen, dass der Faserdurchmesser 25 bis 40 Mikrometer sind. Das heißt, es ist wirklich eine deutlich gröbere Wolle, aber sie fasst sich immer noch super weich an. Die Alpaka-Wolle hier, die ist wirklich fein und auch weich. Ich schätze mal, die ist so um die 20 Mikrometer. Das ist jetzt eine gröbere heimische Wolle. Das ist das Schwarzkopfschaf. Das ist schon so ein bisschen kratzig. Unterm Mikroskop können die Forscher dann die Struktur einer einzelnen Wollfaser erkennen. Hier sieht man jetzt auch von dem Merino-Landschaf die Schuppenstruktur. Hier bin ich bei 26 Mikrometer im Durchmesser und nur wenige Millimeter weiter habe ich auf einmal einen Durchmesser von knapp 31. Ist dann halt schwierig bei der Verarbeitung ein gleichmäßiges Garn hinzubekommen, wenn ich natürlich in der Faser schon solche Schwankungen mit drin habe. Das Strickbild eines Produktes aus solch einem Faden ist dann ebenfalls unregelmäßig und man spürt das auf der Haut. Wenn die Schuppenstruktur stark ausgeprägt ist, das heißt, die Schuppen auch weit abstehen, dann empfinden wir das als kratziger, als wenn die weniger stark ausgeprägt ist. Doch wie könnte Wolle von heimischen Schafen weniger kratzig sein? Eine Möglichkeit ist, den Faserdurchmesser zu reduzieren. Das schaffen wir durch Zucht. Aber wir haben einen Zeitstrahl dort von 8 Jahren. Alternativen wären zum Beispiel von den vielen heimischen Wollsorten oder Schafrassen, welche zu nehmen, die feine Unterwolle von diesen Tieren und die sofort zu verarbeiten. Und die fasst sich oft extrem weich an. Vor dem Zweiten Weltkrieg konnte jede Art von Wolle noch in Deutschland verarbeitet werden. Doch nach und nach wurde diese Industrie in Billiglohnländer verlagert. Das Wissen zur Wollverarbeitung ist verloren gegangen, weil verschiedene Prozessschritte nicht mehr in Deutschland vorhanden sind. Bestes Beispiel ist die Wollwäsche. Wir haben keine Wollwäsche mehr in Deutschland. Wir haben noch eine in Belgien, in Österreich und in Polen. Das sind zusätzliche Logistik- und Energiekosten, die sind unnötig. Und das wäre ein wichtiger Schritt, um regional produzieren zu können. Seit 2023 bauen die Forschenden hier an der Technischen Universität Chemnitz eine Modellfabrik auf. Sie wollen eine moderne und regionale Wertschöpfungskette wirtschaftlich und nachhaltig gestalten. Dafür müssen sie an vielen einzelnen Prozessschritten arbeiten. In der Krempelmaschine wird die klumpige gewaschene Wolle aufgelockert und die Fasern vereinzelt, also gekämmt. Anschließend werden diese Fasern zu feinen Fäden gesponnen. An einer Strickmaschine zeigt sich dann, wie gleichmäßig das Strickbild ist. Erstes Ergebnis: Nicht nur Merino-Wolle kann bei uns zu Kleidung verarbeitet werden. Auch andere heimische Schafe könnten weiche Wolle liefern, die zum Beispiel für Schals und Pullover geeignet ist. Ein Schäfer allein kann sich einen derartigen Maschinenpark allerdings nicht leisten. Aber mehrere Schäfer könnten sich zusammentun. Von einer in Deutschland ansässigen Wertschöpfungskette in der Wollproduktion würden dann alle profitieren. Dazu braucht es vor allem einen fairen Preis für die Wolle. Wenn der Schäfer von der Wollverarbeitung leben können soll, dann sollte er wenigstens 1,50 € für das Kilo Rohwolle bekommen. Wenn wir das hochrechnen, wären das ca. 9 € für das Kilo gewaschene Wolle. Und wenn wir das weiter hochrechnen, dann lägen wir für so einen gestrickten Pullover bei 100 bis 120 € in der Direktvermarktung. Kleidungsstücke, die jetzt aus Ozeanien kommen, werden hier im Laden auch zwischen 100 und 300 € gehandelt. Von daher ist das ein wettbewerbsfähiger Preis. In Deutschland fallen etwa 7.000 Tonnen Wolle pro Jahr an. Thomas Kroner lagert die Wolle seiner Schafe inzwischen schon seit mehreren Jahren auf dem alten Heuboden ein. Circa 8 Tonnen haben sich hier inzwischen angesammelt. Wir haben die letzten Jahre einfach nichts verkaufen können,
da der Markt nichts hergegeben hat. Es ging auch anderen Kollegen so. Ja, es wäre natürlich schön, wenn sich auf dem deutschen Markt wieder mal eine Möglichkeit finden würde, die deutsche Wolle auch zu vermarkten. Momentan schaut es leider nicht so aus, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Wo also könnten Schäfer in Deutschland bei der Wollverarbeitung überhaupt noch eine Perspektive haben? Es gibt schon einige Schäfereibetriebe, die die Wolle selber vermarkten. Wolle ist und bleibt aber ein sehr schwieriges Thema. Würde die Wollproduktion und die Wollwäsche wieder mehr zentral in Deutschland stattfinden und nicht im Ausland, so wie es jetzt im Moment der Fall ist, dann würden die Perspektiven für die Schäfer und auch die regionale heimische Wolle wieder viel besser aussehen. Jahrzehntelang wurde die Wollfeinheit in der Zucht vernachlässigt. Beim Fleisch ist es genau andersherum. Viele Rassen wurden extra darauf gezüchtet, besonders gut Fleisch anzusetzen. Auch die Merino-Landschafe. Wenn bei Thomas Kroner Fleisch auf den Tisch kommt, ist es meist vom Lamm. Heute hilft Maria Hoffmann in der Küche. Es gibt Lammburger. Der deutsche Lämmermarkt ist ziemlich schwierig. Die Deutschen essen allgemein nicht so viel Lamm und wir haben auch sehr viel Konkurrenz aus dem Ausland. Also gerade Neuseeland und Australien können eben sehr günstig Lämmerfleisch anbieten. Das liegt vor allem an der Menge, die dort produziert werden kann. Lammfleisch ist ein wertvolles Lebensmittel. Es ist zart, saftig und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem rund 20% hochwertiges Eiweiß und nur etwa 4% Fett. Deshalb wird es in der Diätküche geschätzt. Doch auch das Fleisch der heimischen Schafe ist bei uns kein Selbstläufer. Und das, obwohl die Tiere ein artgerechtes Leben führen und nur fressen, was die Natur zu bieten hat. Für umwelt- und naturbewusste Nicht-Vegetarier wäre es ideal. Die Lämmer, die kommen bei uns im Stall bzw. im Herbst auf der Weide auf die Welt. Sind fast die ganze Zeit bei der Mutter. Wir haben kurze Transportwege zu den Schlachtbetrieben, müssen die auch nicht um die halbe Welt karren. Wir können sie bei uns in der Nähe schlachten und vermarkten lassen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, was man auch beim Geschmack von dem Ganzen wirklich wieder erkennen kann. Kurze Zeit später sind die Lammburger fertig. Zeit zum Essen. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Einen guten. Super, schaut wieder echt lecker aus. Eine gemeinsame Mahlzeit ist ein seltener, ruhiger Moment im arbeitsreichen Alltag. Direkt nach dem Abendessen schauen Alex Smetana und Maria Hoffmann noch einmal nach den Tieren. Bis zum Feierabend ist es dann noch lange hin. Es wäre wünschenswert, dass man wieder die Arbeit vom Schäfer einfach mehr respektiert. Schafe sind einfach tolle Tiere, die leisten hier eine unglaublich tolle Arbeit. Die halten die Landschaft frei, sie produzieren Produkte auf Flächen, Wolle, Milch, Fleisch und die Wertschätzung dafür, wenn die einfach wieder mehr steigt, das wäre einfach eine super tolle Sache. Für Alex Smetana als Schäfer gibt es nur wenig Freizeit. Urlaub geht nur, wenn sein Chef seinen Job übernimmt. Ob er ein gutes Auskommen hat, hängt davon ab, ob die Produkte heimischer Schafe wieder mehr ins Bewusstsein rücken und ob es für sie Käufer gibt. Es gehört aber auch dazu, dass seine Arbeit von der Gesellschaft anerkannt wird und dass die Tiere trotz des Flächenfraßes noch genug zu fressen finden. Nur so können Schäfer und ihre Schafe bei uns eine Zukunft haben.